Nee, ich habe das krass unterschätzt. Ziehen wir das noch durch, sagen wir ehrlich. Ich war noch nie so demotiviert wie jetzt gerade, Digga, ne? Also ich bin wirklich kurz davor zu sagen, ey Digga, das ist nicht worth it. Morgen Leute, herzlich willkommen zur 100.000 Schritte Challenge. Es ist die mit Abstand dümmste Idee. Wir werden ab jetzt so circa 16 bis 20 Stunden durchstreamen, 100.000 Schritte laufen, hoffentlich nicht krepieren. Yalla. Aber ganz wichtig, die Schritte zählen ab jetzt, ne? Weil das sind ja auch Schritte, ne? Ey, wir tracken das halt doppelt und dreifach, ne? Paul hat eine Apple Watch, ich habe eine Apple Watch und wir haben noch alle so eine andere Smartwatch. Können wir noch mal kurz erwähnen, dass wir einfach heute 33 Grad haben und mit einer Starttemperatur von 25 loslaufen? Also diesen Rucksack nehmen wir mit, da müssen wir so den wichtigsten Stuff reinmachen halt einfach. Ja. Das ist unser Medikit-Chat. Das ist eine Apotheke, guckt euch das an. Apotheke, genau. Guckt euch mal diese Apotheke an. Was haben wir denn da alles drin, Adi? Zeig mal. Also wir haben Blasenpflaster. Paul hat sich irgendwelche Wärmepads für den Rücken geholt. Digga, weil wenn ich so lange stehe, geht das immer auf den Rücken. Das ist gut. Babypuder. Nachher noch an die Füße mache ich. Ibuprofen. Ey, man merkt schon, dass wir alle ein bisschen nervös sind, ne? Es ist einfach geil. Also guck, der ganze Sinn vom heutigen Tag ist einfach nur, dass wir irgendwann sagen können, wir sind einmal 100.000 Schritte an einem Tag gelaufen. Das ist das Einzige. Ja. Oder? Ja. Oh, sehe ich so aus wie so ein Marathonläufer, sagen wir ehrlich. Digga, das ist wirklich arschkalt, ne? Die Challenge an sich ist wirklich schon hart. Die ist wirklich hart. Aber es ist halt noch ein Faktor dazugekommen, den konnten wir nicht beeinflussen, und zwar das Wetter. Und wir haben heute 35, 36 Grad, was jetzt nicht wenig ist. Noah, weißt du, was wir gekauft haben? Weil das ist so wichtig. Und die haben so viel Zucker drin. Ja, nein, auch komplett das, rein. Guck mal hier, Chat. Die haben wir, die können wir uns einfach reinknallen. Weil das wird so wichtig sein, weil der Körper kann nicht viel verdauen, während er durchgehend am Laufen ist. Der Körper verdaut in Ruhephasen. Und wenn wir jetzt so hartes Zeug in uns hineinschieben, wird das sehr schwer im Magen. Ey, an dieser Stelle wirklich danke an AirUp und On, dass sie das Projekt unterstützen. Ich weiß auch nicht, wieso sie es unterstützen, aber Küsse gehen raus. Es wird so eine Erfahrung sein, die so eine Erfahrung ist. Weißt du, wie ich meine? Habt ihr ein Begleitfahrzeug? Dieses Fahrzeug fährt mit, dann. Ich mache jetzt hier Puder an meine Füße. Ach so. Du darfst das nicht machen, wenn du denkst, dass du Blasen bekommst. Blasen ist Mindset. Wie findet ihr das so? Puder. Das sagen die Leute vom Militär. Passt. Was soll das sein, oder? Digga, guck mal, wir sitzen hier um 8 Uhr morgens vom On-H-Brothers und der pudert sich die Füße. Ja, eigentlich ist Koks drin, ihr habt recht, Chat. Basel, Route starten, los. Was steht da bei mir? Extreme Hitzewarnung. Aber hier nochmal zum Festhalten, 23 Grad, aber extreme Hitzewarnung. Denkst du, das ist wirklich was mit dem Schirm? Ja, der wird uns den Arsch retten. Hab ich Schatten? Ja, aber vom Feeling. Ja, 100 Pro. Boah, Digga, ich schwör, no joke. Das bringt 100 Pro was. No joke. Das wird der Gamechanger. Ich glaube, das ist ein Trinkwasser, ja. Ja, okay, also dann sauge ich nochmal einen kräftigen Schluck, glaube ich. Ich meine, wir müssen ja nicht schnell laufen, wir müssen nur 10.000 Schritte machen. Geht das in der Schweiz? Kann man alles trinken? Ja, also da kannst du auch Plus trinken hier. Ja? Ja, safe. Wir haben gestern darüber geredet und wir waren gestern alle relativ nervös tatsächlich. Und dann habe ich gesagt, das ist wahrscheinlich so, wie wenn du bei Sam vs. Wild ausgesetzt wirst. Oder das ist schlimmer, wenn du bei Sam vs. Wild ausgesetzt wirst. Einfach um ein bisschen zu relativieren. Dann haben die beiden gesagt, das ist ein scheiß Vergleich. Ist es. Was ich scheiße finde, Voraus? dass wir 10 Sekunden unterwegs sind und wir kommen nicht vorwärts. Also es geht ja nicht ums Vorwärtskommen, es geht nur um die Schritte. Denke mal daran. Ey, Noah hat einen guten Satz gesagt. Es geht ja nicht ums Vorwärtskommen, es geht nur um die Schritte. Ja, deswegen laufe ich hier die ganze Zeit. Ah, du läufst die ganze Zeit? Ja. Oh nein, schon wieder am Boden. Einfach nochmal reinhalten. Ach so. Oh mein Gott, ich habe noch was. Nein. Doch. Jetzt hier, wenn ihr die 100.000 Schritte schafft, läuft ihr direkt durch die Baden. In Basel. Jetzt hast du mich heiß gemacht, tatsächlich. Sieht das falsch aus? Hey, ich mache auch ein bisschen rein, weil tatsächlich reibt es bei mir trotzdem innen ein bisschen. Ich würde sagen, es reibt extrem. Muss ich mir Sorgen machen, wenn es bei mir nicht reibt? Das ist geil, mit Rhythmus. Das ist richtig viel. Ich habe reingeguckt, da ist so ein Aal. Also würdest du einfach so einen Löffel Mehl nehmen und das einfach drüber lernen. Digga. Die haben jetzt einfach mal Highspeed hätt's auch gerieben. Ihr drittes Bein, weil es jetzt schon reibt. Ich habe noch nie so viele Brunnen gesehen. In Deutschland gibt es sowas nicht, habe ich das Gefühl. Wie geil ist das? Oh, nice. Ich dachte schon, Tesla kommt, aber Leute, es ist nur ein Porsche. Alles easy. Sag mir nie wieder irgendwas über München und Reichtum in München. Digga, dass die auch einfach bei genau 10
10.000 Schritten kommen. Digga, genau bei 10.000 Schritte sind wir gekommen. WC-Papier und das Ladekabel brauche ich für. Ich verstehe nur Bahnhof, so krank. Geht jetzt schon ins Essen rein? Ich gehe jetzt schon ins Essen rein, ja. Das ist crazy. Ich habe gestern Meal Prep gemacht. Wow. Richtig nice, Mann. Ey, wir haben schon 6 Kilometer. Stark. Das noch 10 Mal jetzt. Und ein bisschen, sagen, das kriegen und wir ein bisschen mehr. Ah, ne, wir dürfen jetzt wirklich, das ist genau das, wovon wir gestern geredet haben. Nicht so viel drauf gucken. Ne, wir dürfen jetzt nicht denken, es ist zu easy. Genau. Weil dann sitzen wir alle in 2 Stunden mit dem Sonnenhitzeschlag irgendwo unterm Baum. Wir sind die 3 größten Dullis. Ach, ich weiß gar nicht, was du meinst. Wir essen hier Nudelsalat. Ohne Vorbereitung laufen wir bei 36. Oh ja, kauft den Strap, auf jeden Fall. Ne, wirklich, das ist geil. Moin! Boah, was? Oh mein Gott! Was? Ja, das Spray. Nee. Danke. Riesenfan. Hä, what the fuck? Genau, Danke vielmals, Bro. Aktionen. Geil, Alter. Warte, mach mal. Oh. Ich glaube, da ist noch ein bisschen Gasreiniger drin. Boah, vor allem im Schatten können wir immer Hüte ausziehen und schön den Kopf lüften. Ja, das tut jetzt gleich richtig gut. Ja. Oh, guckt's euch Das an. ist das Tor in den Himmel. Guckst du. Oder das ist nur eine Fata Morgana. Das ist einfach noch, keine Ahnung, gerade mitten auf der Hauptstraße. Ja. Rückwärts ist ein guter Call, weil man sollte auch... Diese 3 Dudes irgendwo in der Schweiz. Ich bin auch schon ein bisschen außer Pusten, muss ich sagen. Das ist die Schweiz, Freunde. Da vorne wollen wir langlaufen, am Fluss. Die geht dann hier so in die Richtung. Ja. Und es ist halt keine Wolke am Himmel, ne? Wir haben den beschissensten Weg gewählt, den man wählen kann. Wenn wir wirklich 21 Stunden brauchen, wir sind um 9 Uhr losgegangen, dann sind wir um 5 im Bett und ich muss um 13.30 Uhr eigentlich in München sein. Ich werde morgen tot sein, meine Beine werden komplett im Arsch sein und dann muss ich noch Auto fahren mit 3 Stunden Schlaf. Ich weiß nicht, ob das so viel Sinn macht. Wie geht es euch, fragt jemand. Lass mal eine Runde machen kurz. Energielevel 8, Schmerzen 3. Ja, die Füße. Das ist krass. Motivation 10. Okay. Bei mir Motivation auch noch 10, Energie 9 und Schmerzen 1,5. 2. Nee, schon 2,5. Ich habe Schmerzen 1, Energie ist bei so einer entspannten 8, Motivation so bei einer 11 von 10. 11 von 10. Ich bin ja extra in die Schweiz gekommen, um das Ding hier durchzuziehen, ne? Das war schon geil. Wieso hast du genau deine Ibuprofen genommen, Paul? Statement bitte. Also Ibuprofen wirkt entzündungshemmend und ich möchte einfach vorbeugend Entzündungen hemmen. Aber welche Entzündung hemmst du? Ja, langsam bin ich ehrlich, langsam zerrt es schon ein bisschen. Also jetzt kräftemäßig geht es. Bloß ist es halt dieses mentale Ding, dass man sich denkt, fuck, wir haben jetzt gerade mal 30.000 Schritte. Das ist gerade mal ein Drittel. Das fühlt sich jetzt schon so ewig lange an. Also, jetzt geht's aber mal rein hier in den Wald. Wir haben jetzt wieder volles Wasser. Wenn wir Wald laufen wollen, geht's halt hoch und runter. Oh shit, man. Oh, Digga. Oh. Klares. Süßwasser. Ich sag's euch, wie es ist, jetzt mache ich mich ready für die nächsten 8 Kilometer. Chat, 36.000 Schritte haben wir. Hier ist ein Kondom, Leute. Da ist immer drin. Schon wieder aufgeräumt da vorne. Hallo! Oh. Der lebendige Brunnen. Winnetou. Digga, wie geil. Herzlichen Chat für Daniele. Schaut euch das an. Oh, wie schön. Energie, nachdem wir gegessen haben und getrunken und allem, würde ich schon noch immer sagen, so bei einer 7 von 10 tatsächlich. März, die Po-Ritze ist von einer 1 von 10 auf eine 4 von 10. Motivation ist von einer 11 von 10 auf eine 12 von 10. Geil. Paul? Schmerz. Ich habe vorhin 3 gesagt, das war ein bisschen zu hoch. Ich sag jetzt 3. Okay. Boah, Energie rutsche ich langsam runter. Bin jetzt, glaube ich, bei einer 6,5 von 10. Motivation 8 von 10. Das ist doch gut eigentlich. Energie 9 von 10.
Ich bin wirklich noch fit. Ich weiß nicht wieso. Motivation 10 von 10. Schmerz 2 von 10 oder 3 von 10 auch. Also ich bin mittlerweile an einem Punkt, wo ich sage, ich habe keine Lust mehr. Wirklich? Ja, Shit. aber ich muss jetzt einfach durchbeißen. Also das Einzige, was mich wirklich abfuckt, ist, dass es so langsam geht. Ja. Wenn so laufen geht schon, aber man kommt halt nicht vorwärts, ne? Been at it already, had my tarot read. Things are looking up for me, that's what my tarot said. Been pumping Aber das ist der Römerweg, der heißt Römerweg. Das sieht auch aus. Mega. $40 is show money, that's what they stole from me. Blow it all. Paul kackt jetzt beim Römerweg. Gib mir ein Klopapier. Viel Spaß, guten Rutsch. Danke, Mann. Die hatte rotes Haar und gelbe Zähne. Die roch nach Basar und nach Hyäne. Wir singen Schalalala, kommt die Club da. Schalalala SV. Ich habe auch gar keinen Durst mehr, ne? Ich habe auch gar keinen Bock mehr. Ist kein Bock mehr? Nö, es macht mir jetzt gerade irgendwie nicht so viel Spaß. Ja. Also das Rumgelatsche irgendwie irgendwann halt, weißt du, wird's öde. Wir haben 10 Uhr. Wir dürfen jetzt nicht schon in ein Loch fallen. Ich habe gar kein Zeitgefühl mehr. Ich fühle gerade nichts. In mir ist Leere. Keine Motivation mehr. Was macht Noah da? Weiß ich auch nicht. Was machst du? Ey, du läufst auch nicht mehr so gut. Digga, wir dürfen jetzt nicht die Motivation verlieren, wirklich. Nee, ist nicht die Noah. Motivation, es sind die Arschbacken. Auch das darf uns nicht die Motivation nehmen. Irgendwas wird es immer geben. Du wirst es nicht durchziehen, ohne dass du irgendeine Stelle hast, die schmerzt. Willst du Ibu? Nee. Okay. Es geht nur um die Schritte. Es geht nicht um die scheiß Distanz. Ich find's krass, dass deine Mom zuguckt, meine Mom, meine Großeltern, das gibt's nie bei Stuff, den ich mache. Meine Oma hat auch zugeguckt. Oha. Es ist dann. Das hat jetzt sein. Super. Das brauchen wir jetzt. 72.307. Wir sind tatsächlich an einem Punkt angekommen, wo es von der Energie, Motivation und Schmerzen komplett kracht. Es ist, guck, meine Schritte sehen von oben eigentlich noch gut aus, aber wie das unten drückt bei den Fußsohlen, ist krass. Ich bin so ein bisschen, ich merke es auch langsam, dass ich so ein bisschen hibbelig bin, aber ich will es mir auch nicht einreden. Ich will es mir eigentlich gar nicht einreden. Ich laufe jetzt einfach. Ich muss ja nichts mehr machen als laufen. Wir sind aufgeteilt. Dort ganz vorne ist Paul, ganz hinten ist Noah. Aber Paul hat nichts mehr getrunken seit irgendwie 1,5 Stunden. 10.000. Ja, Safety Car hat gefragt, ob wir in 30 Minuten den letzten Stopp machen können. Ich sage euch jetzt meinen Gameplan. Ja. Ich laufe jetzt durch, bis das Auto kommt. Dann gebe ich den Shit ab, ex eine Gatherade, fresse eine Banane, nehme vielleicht noch Snacks mit, nehme einfach noch eine Ibuprofen, einfach für den Kick und dann gucke ich, was passiert. Weil mehr wird nicht mehr, ich kann jetzt dann auch nicht mehr essen. Moin. Jetzt ist gerade jeder Schritt wirklich einfach nur noch anstrengend. Also auch jede Bewegung, jedes Wort. Ey, niemand muss. Ja, wenn's dir gut Ja, du musst nicht weiterlaufen, ne? Niemand muss. Ich glaube, das ist ja nichts. Shit. Was? Das ist auch ein bisschen dösig. Also so, scheiße. Ja, das ist scheiße, ne? Soll ich ja die mal? Ja, aber du musst wirklich nicht, ne? Nein, aber ich will es nochmal versuchen. Ich brauche wirklich nur kurz Ladung. Ey, 3 Stunden durchballern jetzt. Ey, danke, tschüss. Wir laufen jetzt seit 14 Stunden und 26 Minuten. Nee, ich habe das krass unterschätzt, weil ich habe gedacht, wenn man so ein bisschen sportlich ist, so sich bewegt, so, ne, dann geht es. Ja. Digga, das ist richtig anstrengend. Richtig langweilig. Wie viele Schritte haben wir? Ziehen wir das noch durch, sagen wir ehrlich? Oder können wir vielleicht noch eine Pause irgendwo? Ich war noch nie so demotiviert wie jetzt gerade, Digga, ne? Also ich bin wirklich kurz davor zu sagen, ey Digga, das ist nicht worth it. Ey, ich weiß nicht, ob ich das pack. Zieht durch, ihr schafft das. Ich will nicht noch 2 Stunden gehen. Ich habe sowas noch nie erlebt. Ich konnte mit Kopfsache immer so, No Food Challenge konnte man mit Kopf dribbeln. Aber das hier ist halt, das ist irgendwann nicht nur mehr Kopf. Digga, die Füße, die Beine, die... Ihr müsst weiter, Jungs, sonst wird's noch viel Das hat schlimmer. nichts mit Kopf zu tun. Da kannst du dir noch so denken, ja, der Endspurt ist eben nicht Endspurt. Endspurt sind 2,5 Stunden Laufen. Nur doppelt sehr wahrscheinlich. Und jetzt fast 60 Stunden. Ja, dann haben wir es nicht geschafft. Ey, das Ding ist durch, Mann. Ja, Chat, ich glaube, ich werfe mal die Mütze. Ja, das Ding ist durch. Chat, wie kommen wir nach Hause? Ich will nach Hause. Ich will jetzt nach Hause. Mir würde gerne das Taxi bestellen auf Stei. Ey, es tut mir auch leid. Also es tut mir auch mir selber leid, aber Fast leid, aber man kann nicht immer. Nee, und wir müssen auch auf unsere Gesundheit achten.
glaube, es war die Sonne. Ich glaube, ich habe kompletten Sonnenstich. Es geht nicht um die Beine. Bei mir kracht Kreislauf komplett. Ich spüre meine Beine nicht mehr. So, ey, wir beenden den Stream jetzt. Leute, wir beenden das Ding. Vielen Dank fürs Zuschauen. Leider schade, dass es nicht gereicht hat. Hi Taxifahrer. Aber kann nicht immer klappen. Danke an Noah, danke an Paul, wirklich, dass ihr das durchgezogen habt. Wir haben wirklich alles, wir haben alles rausgeholt, was ging.